anything you want. When it's good for you and good for everyone. Willkommen! Es ist immer noch Sonntagmorgen, gell? Es ist immer noch vor dem Mittag. Und ja, wir sind am... ich bin noch da. Noch kurz. Wir sind am Zäune aufstellen. Und ja, das ist der Anfang des neuen Videos. Willkommen in Triesta. Schön bist du zurück. Hey. Und ich bin weg die Woche. Claudia ist einmal allein wieder mal. Ja. Ich gehe zu meinem Lehrmeister. Heute kommt er noch zwar dahin und dann gehe ich zu ihm. Und ja, darum sage ich, gute Woche miteinander. Ich bin auch gespannt, was kommt. Ja, diese Woche habe ich einiges zu tun. Und heute kommt auch noch eine neue Uberin, gell? Ja, die Apolline, ja, von Frankreich wieder. Wir haben es momentan ein bisschen mit der Französin, so wie es aussieht. Ja, also, ihr könnt gespannt sein, was euch alles erwartet diese Woche. Well, there's no need to wait, just activate. Do what you can with what you've got. You can be anything you want. When you is who you is, playing your own part. Well, it's alright to listen to suggestions, but just be who you are. 'Cause it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. And you can have anything you want. When you realize the best things ain't things at all. And what you have improves with gratitude. So just love what you've got. Ja, es ist Nachmittag. Ich mache jetzt da gerade das Päuseli. Also Nachmittag, ja schon fast später, schon fast bald Nachtessenzeit. Gerade das Päuseli mit den Hunden. Die Katzen sind auch da. Ja, das, was typisch der erste ist, dass es immer wieder Planänderungen gibt. Und das war natürlich auch heute so gewesen. Es hat auch rechte Überschwemmungen und. Es ist zum Teil Stachen gesperrt, Straßen gesperrt, Brücken gesperrt und so weiter. Und darum, ja, der Philipp ist nicht gekommen. Also das heisst, das haben wir nicht gemacht heute Nachmittag. Das seht ihr vielleicht anders, was wir machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dafür ist eben der Lehrmeister von Colin gekommen, mit seiner Frau und Familie. Das ist schön, haben wir uns gefreut. Das Besuch da bei uns und haben wir natürlich den Nachmittag schön mit ihnen können verbringen. Und jetzt ja, machen wir glaube ich nicht mehr viel heute. Ja, bei mir ist jetzt Montag am Mittag. Es tut aus. Es windet ein bisschen, das heisst, die Wolke vertreibt es gerade. Ja, heute Morgen habe ich eigentlich ein paar Sachen drinnen erledigt. Ich war ausgiebig bei allen Tieren. Habe die Hunde noch gebürstet, das gehört auch dazu. Vor allem Pony hat immer so viel Unterwolle. Ja, und jetzt habe ich Nachricht gekriegt von der Apolline. Sie gibt mir dann Bescheid, wenn sie etwa so eine Stunde bevor sie kommt. Das ist perfekt, kann ich laufen mit den Hunden. Ich habe noch schnell ein paar Sachen holen, die ich dringend brauche. Und dann ja, gehen wir zusammen rauf. Ich bin gespannt auf sie. Ja, und bis da mache ich jetzt hier daheim noch ein paar Sachen. You can grow anything you want. If it feeds your soul. So, bei mir ist jetzt Dienstag am Morgen. Gestern habe ich gar keine Videos mehr gemacht.
Bin noch runter, bin noch ein paar Sachen gepostet, Flügelgitter und andere Sachen, die wir brauchen für unsere Projekte. Und haben Apolline getroffen. Da haben wir gestern noch zusammen zu Nacht gegessen. Und jetzt heute Morgen starten wir. Ich zeige ihr mal, wie die Runde so vor sich geht. Genau. Ja, wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Jetzt machen wir noch ein kleines Mittagspäuschen. Wir haben alle Stecker geholt, die noch oben waren, die wir letztes Mal nicht abschleppen konnten. Und den Colin, den wir geheissen am Zünd sind holen. Da sind wir ja schon mit 4 Zäunen, mit der ganzen Geiss, mit dem Elektrokasten und. Aber das war schon genug gewesen. Jetzt sind wir jetzt noch den Rest geholt. Ganz oberst auf dem Land. Und die Schafe sind auch noch da oben gewesen. Die haben wir auch mit runtergenommen. Die sind herzig. Die kommen immer, wenn du rufst, kommen sie gerade springen. Mäh, und bägen zu mir. Und kommen, ja. Ja, jetzt sind wir alle da. Und nachher pflanzen wir dann noch ein paar Sachen pflanzen zuerst. Weil morgen sollte ja noch mal regnen. Dann habe ich beschlossen, heute noch mal zu pflanzen. Und dann kann es nachher ganz schön einfeuchten. Ja, und dann stelle ich euch natürlich auch noch den Apolline vor, die hier ist. Genau, unsere neue Uwerin, auch aus Frankreich. Ja, die Schäfli sind jetzt auch auf der gleichen Weide wie die Geissli. Und jetzt sind alle zusammen. Perfekt, gell Charlie? Schau mal, wie gross du geworden bist. Hei, du und deine Hörnchen sind gewachsen. So, wir sind jetzt draußen. Jetzt pflanzen wir eben ein paar Sachen. Ein Rosenbüschli, diverse Blumen, andere Sachen. Erdnuss probiere ich jetzt noch aus. Noch ein paar Knoblauch, die man immer kann. Sonst noch Zeug, einfach alles, was wir noch so ein bisschen haben an Samen. Das pflanzen wir jetzt. And anything beyond. Well, you'll have way more if you share it round. So give it everything you've got. Wir sind fertig mit Pflanzen. Hi. Schau da. Ça c'est Apolline. Et tu veux te présenter? Bonjour, moi c'est Apolline, je suis française, donc je parle en français sur cette chaîne. J'ai 22 ans et je suis là pour 2 semaines, en compagnie de Claudia et de Colline. Oui, merci beaucoup. Et aujourd'hui c'est notre première journée. Première journée de travail. Oui, qu'est-ce que nous avons fait déjà? On vient de planter de l'ail, des fleurs, des roses, beaucoup de choses. On a déplacé les moutons Oui. ce matin, on les a mis avec les chèvres et on a nourri les animaux, les poules. C'est ça. On a derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des carottes aux ânes et là on va mettre des moustiquaires sur les fenêtres. Oui, c'est Voilà, ça. c'est C'est la première chose. La dernière Prochaine chose de la chose, oui. Dernière Alors, étape de la journée. alors, Voilà. nous allons pour faire les fenêtres. Oui. À plus tard. And it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong. When it's right. So, mittlerweile ist Abend und wir haben den ersten Tag hinter uns, Apolline und ich. Ja, was haben wir noch gemacht? Am Nachmittag haben wir noch am 5 Fenster Flügelgitter montiert. Genau, am paar haben wir schon metallige, die sind natürlich super edel, wie da hinten zum Beispiel. Sieht man es? Das ist natürlich super edel. Aber ich will mehr Fenster öffnen, wir haben nur 3 metallige da. Das heisst, wir haben noch ein paar andere gemacht und auch in Pura Vida. Genau, dann haben wir noch die Esel gestriegelt und die Hufe ausgeratzt. Das habe ich ihr alles gezeigt, was so zu den Daily Tiergeschichten dazu gehört. Genau. Und jetzt machen wir dann noch eine Abendrunde zusammen, damit sie das auch schon weiss. Dann kennt sie dann schon die Tiermorgenrunde, die Tierabendrunde und was sonst noch so während dem Tag anfällt. Ja, die Hunde haben wir gebürstet, die Oreo haben wir gebürstet. Ja, Haufen Sachen haben wir eigentlich noch gemacht. Jetzt haben wir fein zu Nacht gegessen. Und jetzt gehen wir dann auf die letzte Runde für heute. You're my sweet Stella, potato, Madeleine, sweet sind die potato, sweet Rundfrieden oder potato. was? I'm gonna eat you later, eat you later, eat you later. You know guts, but under mud, you're unrelated. 'Cause you're my sweet potato. Mein Stumm und Sohn.
in the garden bed, I think you love it. Tell me the Gonna name. leave you underground until you make another little sweet potato, sweet potato. Ja. Das sag ich mir, gang weg. Gell? Ich bin hier. Ich bin hier am Schnüffeln, gell? Hier, 2 Jahre hier am Schnüffeln. You're a ground cover, ground cover, ground cover. Mountain lover, drought tougher, you're my sound brother. Gonna dig you, wash you, cook you, eat you for my supper. My little sweet potato, sweet potato. Yeah, you sweet potato, sweet potato, sweet potato. Yeah, yeah. Eat you later, eat you later, eat you later. You're my kind of dynamic accumulator. My little sweet. I'm gonna pluck your leafy tips. I'm gonna cut you into chips. Baby, whip me up some dip. My little sweet potato. You're my sweet potato, sweet potato, sweet potato. I'm gonna eat you later, eat you later, eat you later. You're my savior with the flavor that I wanna savor. My little sweet, my sweet, sweet. You're my sweet potato, sweet potato, sweet potato. I'm gonna eat you later, eat you later, eat you later. Than a regular potato, you were so much greater. My little sweet, my sweet, my sweet potato. Fast vergessen zum Video machen. Aber wir sind jetzt von Dresden bis auf Natas gelaufen. Und jetzt gehen wir da Post holen. Dann gehen wir mit dem Bus zurück. Dann gehen wir einkaufen. Und dann gehen wir wieder rauf. Genau. Und der Plan ist, dass die Hunde dann ein bisschen auspowert sind. Das sind sie auch. Sie mögen schon nicht mehr so rumspringen wie am Anfang. Genau. Sie noch ein bisschen etwas von der Gegend gesehen hat. Und wir nachher auch alles da oben haben, was wir dann morgen brauchen für unser Projekt. Weil ich habe etwas Cooles gesehen. Ich weiss jetzt genau, was ich machen will. Meine Solartrockner eselsicher zu machen, dass der Monsun mir nicht wieder das Zeug rausklaut. Und ja, das ist das, was wir morgen machen. Aber zuerst, heute Nachmittag, haben wir natürlich dann ein anderes Projekt. Und zwar in Pura Vida. Aber das sehen wir dann. Genau, bis später. Heute Nachmittag haben wir noch dieses Upgrade gemacht vom Badzimmer. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. So, da ist Apolline. Sie ist gerade noch die Dusche am Schrubben. Seht ihr all das Grüne am Boden, das sich angesammelt hat? Das ist sie alles gerade am Wegschrubben. Und jetzt zeige ich euch, was wir alles gemacht haben. Da haben wir noch mehr Haken aufgehängt. Dann da hinten haben wir ein Gestell für Ablage. Einen Spiegel haben wir aufgehängt. Noch mehr Haken. Seht ihr natürlich auch da das Sonnensegel über mir, das da rundherum geht. Das heisst, du kannst jetzt auch vom Pura Vida rauslaufen und aufs WC gehen, wenn es regnet, ohne dass du nass wirst. Und dann haben wir noch die coolen Lämpchen hier aufgehängt. Solarlämpchen. Das heisst, wenn es schön Wetter war, dann hast du am Abend so gerne ein bisschen Licht im Badzimmer. Das ist nicht cool. Also wir sind mega zufrieden mit dem Ergebnis. Qu'est-ce que tu penses, Apolline? C'est belle maintenant, c'est mieux? C'est une nouvelle salle de bain. So, They call me los dich mit Arabella, Telefon. eyes of brown. Da steht es. I'm a chicken from the baddest part in Crazy town. du auch. They locked Wir me sind up so with 7 verfressen million hier. hens like me So in a big verfressen. smelly egg laying factory. Ja, ihr nix mit. Ja. Ja, du Beine. Ah, gell, Sammy? Da ist es. Gell, Hübschi. But one day along came someone like you. So, ich bringe jetzt hier gerade Cinderella und Poppy ins Bett. Gell, kommt? Wo sind ihr? Ja, kommt. Tell you just what they did do. Got me out, took me away. It was the first time I'd seen the light of day. I was a free chicken. Yeah, free Würden wir zwei ins Spiel?
They took me home and gave me my own patch. I had to learn just how to pick and scratch. I was so happy I just had to express. Could finally provide a bit of chicken. Yes, I was free Haben wir schlechtes Gewissen? chicken. Yeah, free range chicken. Now when I say buck, you say buck. When I say scratching, you say dirt. Scratching, dirt. Scratching, dirt. Yeah, when I say buck, you say now let me see you scratch. Come on, get to work. Scratching time. Wir sind dir aber lieb mit dem Well, ever since that day I came on the scene, I'm way more than just an egg-laying machine. Stuff the ground, eat the bugs, scratching the weeds. Do a little do to give the soil a feed, 'cause I'm a free So, chicken. was ist jetzt heute? Donnerstag, genau. Donnerstag, sonniges Tägli, schaut mal, fast kein Wölkchen rum. Ja, das heisst, wir haben heute das Projekt gestartet. Wir sind morgen auf, haben natürlich die Runde gemacht. Dann haben wir angefangen, alles Zeug zusammenzusuchen. Das zeige ich euch nachher dann gerade noch schnell. Jetzt haben wir alles beieinander. Jetzt müssen wir aber warten, bis alle Batterien aufgeladen sind, alle Ladegeräte voll sind, damit wir dann können, Tools benutzen, also das Werkzeug, das wir brauchen. Wir müssen schneiden, wir müssen Metall schneiden, wir müssen Holz schneiden und wir müssen zusammenschrauben. Das haben wir jetzt alles bereit, alles schon angezeichnet. Und dann können wir dann nach dem Mittag, wenn alles vollgeladen ist, können wir dann starten mit dem. Genau. Aber jetzt gehen wir eine Runde in den Garten, schauen, was es hat. Und dann machen wir uns etwas Feines zum Mittag. Dann machen wir ein bisschen längere Mittagspause, weil es ist schon mega warm. Yeah, free range chicken. Ist nicht. So, also da sehen wir jetzt schon mal, da haben wir schon mal vorbereitet. Der eine natürlich ohne Box oben, der zweite kommt dann nebendran, den müssen wir aber dann noch zusammenbauen. Da haben wir mal geschaut, ob das geht vom Platz her und wie das aussieht. Ah, da haben wir schon den ersten Gast. Genau. Ja, und dann haben wir noch alle Bretter eben schon angezeichnet und bereit gemacht. Und das zeige ich euch jetzt gerade, was wir da alles schon haben. Also da haben wir ein langes, das brauchen wir dann auf 2 Meter, weil die Längen sind jeweils 2 Meter und die Breite ist 1,50 Meter und die Höhe machen wir auch 1,50 Meter. Und da haben wir ein langes, das ist 4 Meter. Das haben wir in der Hälfte, machen wir das abeinander. Da 1,50er. Und da haben wir nochmal ein 1,50er gefunden. Dann haben wir das Gitter. Das machen wir auf 1,50 Meter Höhe. Also wir nehmen es nicht so, weil so ist zu wenig hoch. Es ist nur 1 Meter, wir brauchen höher. Und dann machen wir in dem Fall genau 4 Teile machen wir da draus. Und für den Rest, wo wir dann keinen haben, nehmen wir dann auf der Seite nehmen wir dann den dünneren. Genau. Und da weiter vorne. Seht ihr, da haben wir noch mehr Bretter parat gemacht, die wir dann brauchen noch für 4 Pfosten und noch für den Holzrahmen oben dann. Ja, der Plan ist, dass wir zuerst einen Holzrahmen machen. Eben 2 Meter, 1,50 Meter. Und wenn wir das haben, dann ist das schon mal quasi der Boden, also das Untergestell. Und dann machen wir 4 Pfosten in die Ecke und gehen auf 1,50 Meter Höhe. Und dann haben wir dünnere und leichtere, wo wir oben dann den Holzrahmen fertig machen. Und dann tun wir eben nachher das Gitter da auf der breiteren, also auf der längeren Seite her. Und auf der anderen dann den normalen Zaun, den wir noch haben. Ja, und das sollte auf allen Seiten eigentlich zu sein. Und oben dort, wo die Box dann herkommt, die habe ich da hinten auf dem Tisch. Wartet, die zeige ich euch auch. Seht ihr? Genau, die sind da hinten schon auf dem Tisch. Dort werde ich dann noch so Blech drüber tun, dass
ein bisschen geschützt ist. Dass, wenn es mal regnen kommt, dass nicht gerade das Boxen regnet. Ja, das ist der Plan. Und das alles werden wir heute Nachmittag schaffen. Wir machen jetzt noch Mittagspause. Also wir starten jetzt noch nicht gerade, wir sind noch in der Pause eigentlich. Weil es ist recht heiß geworden. Dann haben wir gesagt, wir warten ein bisschen, und dann, wenn es ein bisschen angenehmer wird, um 2:30 starten wir wieder. Und dann legen wir los und dann hoffe ich, dass wir das heute fertig schaffen. Mal schauen. Now I'm a very happy man indeed. Got food and room to move and everything I need. Ja, jetzt haben wir da schon völlig angefangen, ein paar Bretter zu schneiden. Zuerst schneiden wir alle und dann, wenn wir alles parat haben, dann bauen wir dann zusammen. Genau, das zeige ich euch jetzt. Come on now, be a chicken too, so you can see that you're like me and I'm like you. Be a free chicken. Everybody be a free range chicken. Express your chickenness. So, schaut mal, was wir jetzt schon gemacht haben. Jetzt haben wir da schon so einen Rahmen gemacht. Jetzt machen wir dann da Seitenteile her. Und danach haben wir noch einen Deckel quasi und dann gehen wir nachher mit dem Metall rundherum. Aber es sieht schon gut aus. Ich bin schon sehr zufrieden. So, schaut. So sieht es jetzt schon aus. Perfekt. Jetzt als nächstes müssen wir dann Gitter auseinander und dann können wir die noch befestigen und dann sind wir dann fertig. Noch ein paar Blech, das Dach drauf. Auf der hinteren Seite, vorne ja nicht, dort muss ja frei bleiben, damit die Sonne kann drauf auf die Kollektoren. Dann sind wir fertig. Yeah! Come on, be a chicken too, so you can see that you're like me and I'm like you. Yeah, you can see that you're like me and I'm like you. Well, you can see that you're like me and I am like you. Und ihr zwei so hier. So, also schaut da, seht ihr? Schon fast fertig. Ja, wir haben jetzt einen ungewollten Stopp dazwischen, weil eigentlich brauche ich als nächstes Trennscheiben, um die Metalle da auseinander machen. Ich zeige es euch gerade. Das Metallgitter, da wäre alles bereit. Trennscheiben, Bluetti, alles schön geladen. Aber ja, wir haben nur ein Kabel, nur ein Ladekabel, also nur ein Verlängerungskabel, das einen Zweierstecker hat. Und das braucht es da für den Bluetti. Und darum können wir momentan nicht einstecken. Ja, wenn wir nicht einstecken können, können wir auch die Trennscheiben nicht benutzen. Das heisst, wir können auch nicht fertig machen mit dem Projekt. Von dem her werden wir die Front- und die Rückseite sowie das Dach werden wir dann am Samstag fertig machen, wenn wir das Kabel haben. Weil am Samstag kommt der Colin retour und dann kommt das Kabel mit ihm retour. So, aber da sind wir jetzt eben schon fertig. Das ist die eine Seite und das ist die andere Seite da. Und da haben wir etwas Cleveres eingebaut. Das zeige ich euch. Nämlich so. Da kannst du hier öffnen. Da kannst du da rein. Da haben wir noch eine kleine Tür eingebaut. Genau. Also ich bin sehr zufrieden. Auch wenn wir jetzt nicht fertig machen können, schade. Aber ja, nun, jetzt ist es halt so. Haben wir jetzt keine Chance. Jetzt machen wir Feierabend. Vielleicht trinken wir heute das Kräuterbier. Mal schauen. So, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das habe ich heute noch montiert. Und zwar, unsere Esel haben ja gelernt, Stegen hochlaufen da. Und dann kommen sie hier oben aufs Plätzchen, gehen ins Haus rein, zerstören alles. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Jetzt habe ich da einfach wie so einen Schutz hergemacht, weil dann können sie nicht durchlaufen. Drüber gumpen können sie auch nicht, weil von unten auf gumpen ist ein bisschen schwieriger. Und ich denke, das wird heben. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es einfach wegnehmen. Voll easy. Ich habe es mit so Höcken hergemacht. Seht ihr? Passt das voll. Ja, genau, das ist etwas, was ich heute Nachmittag auch noch so schnell neben mir noch gemacht habe. Genau, aber jetzt gibt es Feierabend, haben alles gewässert, die Hühner sind im Bett, alle fertig. Ja, jetzt mache ich noch einen kleinen Spaziergang mit den Hunden und nachher gehe ich dann glaube ich auch schon ins Bett, bin ein bisschen kaputt heute. When I was a little boy, I liked to catch the rain.
straight. But 'cause our little shed in the bush wasn't on the main. So, guten Morgen zusammen. Es ist, gehen wir auf die Seite, Hündli, Achtung. Es ist Freitag am Morgen. Ich habe schon ein paar Sachen erledigt natürlich, das Übliche, was man so macht. Es ist herrliches Wetter, kein Wölkchen am Himmel. Einmal dort hat es noch eins oben am Berg, aber auch das ist sich am Verziehen. Genau. Und die Apolline hat heute frei. Sie hat einen Ausflug gemacht, hat das Velo geschnappt und ist irgendwo hergedüst. Und später kommt dann noch der Colin retour. Dann kommt Sophia heute noch. Dann haben wir am Samstag ein Haufen Programm. Am Sonntag kriegen wir noch Besuch. Am Montag kommen unsere Feriengäste. Ja, und auch sonst wird einiges dann noch laufen nächste Woche. Aber bevor das alles kommt, muss ich jetzt erst mal den heutigen Tag noch in Angriff nehmen. Und zwar starte ich nochmal mit den Stegen. Ich zeige es euch nachher gerade. Der Colin hat ja die Stege vor dem Haus neu gemacht. Das hat mich ja genervt und das war so ein Projekt, das ich ihm im Auftrag gegeben habe. Und er dann gemacht hat, bis dann die Esel wieder mal in die Hütten eingebrochen sind. Und dann sind sie natürlich auch auf dem Plätzchen rumgelaufen und auf den Stegen, auf der neuen und. Es ist jetzt etwas, ein paar Steine verschoben, also er hat doch ein bisschen aus dem Beton rausbrechen. Und jetzt lege ich das neu legen und neu betonieren. Das ist der Plan. So sieht es jetzt momentan aus. Ihr seht, da hinten noch nicht so wirklich gut. Und das da hat sich da gelöst. Das heisst, jetzt kann ich das neu arrangieren und dann neu betonieren. So, alles bereit, was ich brauche. 25 Kilo Beton habe ich auch hier raufgeschleppt. Zum Glück ist der Sack handlich. Gell, Hündlis? Jetzt können wir dann anfangen, ja. Gell, Bonnie? Was meinst du? Wie sieht es aus? Bist du zufrieden? Ha? Fena? Sieht gut aus, ha? So machen wir es. Genau so, ja. 'Cause there's no such thing as waste. Only stuff in the wrong place. No, there's no such thing as waste. Misusing water's a disgrace. Moved to the city, rented a house on my way to buy a bed. Saw one lying on the side of the road, so I took that one instead. Also found a freezer couch and a big old plasma screen. And the biggest pile of thrown out stuff that I had Sehen wir ever hier das seen. Ergebnis. Da habe ich auch noch die Metallpfosten, die da waren. Die habe ich auch gerade noch einbetoniert. Mal schauen. Keine Ahnung, ob das geht. Aber probieren kann man es ja. Genau. So sieht es aus. Was meinst du, Drake? Ich muss jetzt nicht gerade drüber laufen, gell? Danke. But there's no such thing as waste. Ja, bevor ich jetzt Mittagspause mache, es ist 11:30. Ich habe also eine halbe Stunde Zeit, bevor die Vollsonne kommt. Es ist jetzt schon warm. Ich bin froh, dass ich das Sonnensegel hatte zum Betonieren. Mache jetzt gerade noch schnell das Dach dran vom Solarrechnerunterstand. So, das Dach habe ich fertig gemacht. In der Mitte habe ich einen Pfosten gemacht zum Verstärken. Dann die 2 Bleche angeschraubt. In der Mitte schön einen Stein drauf, damit es nicht wegwindet. Weil dort stimmen die Löcher nicht unter das Metall schrauben. Ja. Und jetzt hat es ein super schönes Metalldächchen. Dann werden die Boxen nicht nass, falls es mal regnen. Ja, da bin ich auch sonst noch fleissig vor dem Mittag. Also jetzt habe ich gerade schon ein kurzes Päuschen gemacht. Bis um 11:30 habe ich geschafft. Gleich noch. 11:30, wenn ich denke, mache noch schnell das Dach, aber dann hat mir gerade noch etwas anderes angesprochen, zeige ich euch gerade. Ja, da war alles voll mit Brennnesseln. Ich bin schnell jetzt mit dazugekommen. Schlimm können durchlaufen mit den kurzen Hosen. Mega mühsam. Da um die Box herum alles voll. Die Box war ein Deckel offen, weil man nicht recht dazu ist, voll Brennnesseln zum Zumachen. Jetzt habe ich da alles weggenommen. Die meisten habe ich da oben. Ein paar habe ich da noch. Gell, Drake? Ja, die muss ich dann noch. Aber jetzt ist es mir ehrlich gesagt zu warm. Tischler dann auch, dann kann ich dann da wieder schön Wäsche aufhängen. Ja, und jetzt hat es da nämlich gerade auch schon Wäsche. Die ist von der Apolline. Only stuff in
Yeah, that's right, there's no such thing as waste. That old landfill is ages great. Ja, sind wir wieder. Down the track, I found out that diesel cars can run on veggie fat. Bought a truck and hit the road, smelling like fish and chips. I rescued piles of wasted oil from the back of restaurants. Yeah, I'd be a fool if I bought my fuel when there's oil nobody wants. 'Cause there's no such thing as waste. Oh no, only stuff's in the wrong place. Yeah, I said there's no such thing as waste. That old idea's gotta be replaced. Now we gotta refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Ja, also während ich jetzt da am Schatten ein bisschen am Chillen bin, noch die Hunde gebürstet haben da draussen, gell Bonnie? Geht's immer gut, gell? Ja, der Kleine. Habe ich gerade beschlossen, ich mache noch etwas, was ich eigentlich gedacht habe. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Da eine die Holzbeig. Die bringe ich dann weiter rüber da, vor die Bauernweide. Und dann tue ich die 2 Fenster dazwischen. Und dann gibt es eben die Frühbeetchen, die ich mal noch gedacht habe. So, jetzt habe ich hier umgebogen. 2 Holzbeigen gemacht. Rechts und links. In der Mitte die Fenster. So habe ich jetzt auch schon in Beschlag genommen. Ich finde es cool. Sandbädli. Ja, so sieht es aus. Es ist halt da noch das Gitter im Weg. Aber das kommt dann weg, sobald ich kann. Wie heisst es? Trennscheiben benutzen. Genau. Das brauche ich jetzt Kabel für den Bluetti, weil wir dort nur 2er-Stecker haben. Aber Colli hat mir versprochen, er macht mir noch mehr. Und er hat das Kabel. Und morgen, heute Abend kommt er. Das heisst, ab morgen könnt ihr das eigentlich noch machen und fertig machen. Also die Hähner haben es beide voll schon in Beschlag genommen. Now I get my things out of garbage bins and I compost every crumb. Ich finde es einfach voll cool. Eat my weeds and feed the leftovers to your mum. Gonna build a house from the rubbish tip. Gonna keep this planet clean. Reuse ideas that have been around for years to live within its means. 'Cause there's no such thing as waste. Oh no. Only stuff in the wrong place. So, jetzt ist Abend. 7:30 etwa. Die Apolline ist auch gerade retour gekommen. Sophia kommt dann mit dem Colin. Und jetzt bin ich da noch ein bisschen draußen, weil es ein bisschen abgekühlt hat, meine Haare am Trocknen. Ich habe frisch geduscht. Oh, hat das gut getan. Hey. Und ja, genieße dann noch ein bisschen den frischen Wind. Und dann essen wir. Und dann die Runde, dann Feierabend für heute. Ah, ja, ein Tag mit vielen Kleinigkeiten. Für das, dass ich eigentlich heute ein bisschen gemütlich nehmen habe ich doch einiges erledigt. I said there's no such thing as waste. Yeah, only opportunity to be embraced. Hey, jetzt bin ich wieder in Dresden. Die ganze Woche beim Melken. Jetzt komme ich zurück und natürlich wir umzäunen. Sophia ist auch da. Und jetzt ist eins klar. Wir sind umzäunen. Logisch, oder? Da kommen auch die Schäfchen dazu. Every color under the sun, in time you'll find that you just have one. You better give them all a chance to shine, 'cause otherwise you end up with the same thing. It's a delicate balancing act, and that applies to you and me. Because
right dose of diversity. Logisch regnet es wieder. Hey, sind ihr auch dieser Meinung? Apolline und Claudia haben es verdammt gut gemacht die Woche. Ja, also ich bin im Fall ganz fest stolz auf Claudia, wie sie das wieder mal einfach... Eigentlich müsste mehr fort. Passiert viel mehr, wenn sie allein ist, als wenn ich da bin. Aber wohl, wenn ihr der gleichen Meinung sind wie ich, dass sie es richtig gut gemacht haben, dann drückt jetzt sofort das Daumen hoch, wenn ihr es noch nicht gedrückt habt. Liken, 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 liken. Und dann kommentieren, sagt, was euch am besten gefallen hat. Und die ganze Welt erzählen, indem ihr es teilt. Und ja. Claudia, hast du noch Tschüss sagen? Der Monsun will. Also Monsun, was hast du zu sagen? Monsun und ich muss sagen Tschüss. Gell? Jetzt willst du nicht mehr mit mir. Hä? Gell? Ja, eben heute kommen wir noch Besuch über von der Permakulturgruppe Thun. Also sie haben sich noch nicht abgemeldet, trotz dem Regen. Also wir gehen davon aus, sie kommen da. Das heisst, wir müssen jetzt Brunch vorbereiten und alles. Und nächste Woche sind wir das dritte da oben mit unseren Feriengästen plus noch ein anderer Permakulturreisender kommt vorbei. Es wird eine spannende Woche. Darum, bleibt dran, alles klar. Ich wünsche euch einen super Wochenstart. Tschüss zusammen, schön sind im Dresden gewesen. Bis bald!